Österreich, ja, jetzt sagen wir das als Österreich. Ja, da seht ihr Auschwitz, es ist eine dreisprachige Ausstellung, Jiddisch, Russisch und Litwisch. Versteht sich, kann ich nicht weisen, jede Fotografie besonders. Und wir setzen dort Zuschriften, was erklärt die Geschichte von Wilner Ghetto, die Geschichte von Kovner Ghetto. Und wir wissen, dass sie gewähnt Wegweiser, was hat natürlich gewissen Gäste, die das Ausstellung im Jahr 1947 sind gewähnt 2000 Gäste, was haben versucht, die das Ausstellung. Und ich will herausheben, aber ihr werdet sagen, wegen Wilner Ghetto, wegen Kovner Ghetto, wegen all 9 baltische Länder, Lettland und Estland, und wegen Kurden in Europa, Bechlal, wegen Widerstand. Ja, Schicht von Ponar, von umgekommenen Männern und Frauen in Ponar, steht dort, ja, Schicht von umgebrachte Frauen und Kinder gefunden ab Ponar. Ich lese ja, Abjust von Chaim Jelin, gewinnt der Anführer von der partisanischen Organisation in Kovner Ghetto, und ihr kennt nur ein jüdisches Schwert zu lehnen, aber lassen wir probieren. Die Partisaner von Kaunaser Ghetto, was steht auf Englisch. Ja, ich habe es okay. Ja, was, ja, es muss einfach sein Gefahren. Bei der Freiheit und Unabhängigkeit von unserem Vaterland. Ja, die Ausstellung gewählt eine patriotisch-sowjetische. Ja, sie sind keine jährliche Gefahren bei der Freiheit und Unabhängigkeit von unserem Land, von unserem Vaterland. Oder sowjetische Ritte oder Sowjetenverband. Und Gutkowitsch hat geschrieben einen Artikel in Einigkeit, wo hat beschrieben die ganze Musik, Einigkeit die jüdische Zeitung in Moskau, das ist der Montarois, und schreibt dort in einem Artikel, man geht von Saal zu Saal, von Zimmer zu Zimmer, sieht man Zeiten von Hurden, Zeiten von Aufbau, Zeiten von Grausamkeit und von heroischer Übergegebenkeit. Du siehst, wie ein Volk lebt und schafft zusammen mit anderen Völkern, und du wirst voll mit dem Gefühl von Liebschaft und Dankbarkeit zu der Reuterarmee und zu der sowjetischen Macht, was hat uns geraten von Unkunft und was führt uns zu einem neuen, vollblutigen Leben. Ja? Das heißt, der Musa Hasel, die Jiden sind ein Volk, leben mit anderen, sie sind gelitten mit anderen, und die Sowjetmacht führt uns zu einem neuen, vollblutigen Leben. Ja? Und da will ich heraussagen, nicht nur eine große Kurven-Ausstellung, nur alle Aspekte von der Musee hat Gutkowitsch gemacht wie ein Kurven-Museum. Was meine ich damit? Die Prioritäten mit Katalogieren. Was soll man katalogieren? Es liegt ein Berg mit Papier, es liegt ein Berg mit Büchern. Was sind die Prioritäten von der Arbeit? Hat Gutkowitsch beschlossen, die erste Priorität, Kurvenmaterial. Die Bücher vom Vater Mohammed mögen noch warten. Die Dokumente vom Vater Mohammed mögen warten. Die erste Priorität ist Arbeiten auf die Mohammed-Material. Und euch hat gehabt 2 wissenschaftliche Mitarbeiter im Museum. Was haben getan? Forscharbeit. Die 2 wissenschaftlichen Mitarbeiter sind gewesen Schleume Beilis, Mitarbeiter sind später über Kimbarsche. Schleume Beilis, was hat geschrieben an Arbeit und geforscht, heute die Dokumenten, das jüdische Kulturleben in Wilner Ghetto. Beilis hat gehabt alle Dokumenten von der Hand. Hat gehabt wegen der Bibliothek im Ghetto, wegen Theater im Ghetto, wegen die Schulen im Ghetto, jüdische Schulen, allerlei,
wegen Literatenverband in Ghetto, wegen die Schreiber. Und hat geschrieben eine Arbeit zum Sof, gemacht 200 Seiten lang, was hat keinmal nicht publiziert sein in Wilna, in der sowjetischen Wilna. Wenn es später, wenn es herausgeborgen in Polen, hat es publiziert in einer von seinen Büchern, Baylis' Forschung. Und der zweite Mitarbeiter ist gewesen Alexander Renziunski, was hat geschrieben, direkt, wegen deutsche Verbrechens in Wilna. Weil man gefunden nicht nur jüdische Materialien von der Mohammed, man gefunden deutsche Dokumente. Man muss deutsche Verordnungen, man soll schicken, man soll arrestieren, man soll umbringen. Man hat eine reiche Dokumentation und hat geschrieben wegen die deutsche Verbrechens in Wilna. Okay, cool. Wir bleiben da. Renziunskis Arbeit wegen Mohammed-Verbrechens hat sich ausgelost zu sein, nicht nur wissenschaftlich, noch praktisch. Weil man hat sich da wusst, gelernt in der Presse und durch Klangen, als in Österreich hat man arrestiert einer von den Haupthenker von Wilner Ghetto, Franz Murer. Murer ist arrestiert geworden, hat jemand entpflegt, verhalten, und die Museum hat sich gewendet zu der KGB in Ritte und gesagt, in Österreich hat man arrestiert einen von den Haupthenker von Wilner Ghetto. Wir haben Dokumentation wegen seines Verbrechens. Ihr bett, dass wir soll ihm überliefern, überschicken, Herr in der Ritte, und wir sollen ihn vermischt bitten. Und die Sowjetmacht hat Tage also getan. Und man hat Muren rübergeschickt auf Nord von seinen Verbrechen, in der sowjetische Ritte. Und in 1947 gewinnt ein Mischbit gegen Franz Murer in Wilna. Auf dem Mischbit hat Renziunski ist gewinnt nicht nur ein Edis, sondern ist gewinnt als ein das gesellschaftlicher Prokuror. Общественный обвинитель. Ist herausgetroffen im Namen von der Gesellschaftlichkeit und gewissen Dokumenten von Museen. Es ist doch gewähnt ein Moluchische Museum, es ist eine offizielle Moluchische Instanz. Hat vorgestellt die Dokumentation. Man hat vermischt mit Muren zu 25 Jahren Verschickung in Lager und auf dem Smack von dem Mischung. Chodsch, bei dem Emes ist gesagt, Muren ist noch abgesessen 4 Jahre und nachdem mit der Notmacht mit Österreich hat man ihn zurückgeschickt in Österreich, hat ihn praktisch befreit. Aber nicht das ist der Ricke. Der Ricke will ich erweisen dem Status von der Dosiker Museum. Es ist eine moluchische Instanz und es arbeitet zusammen mit moluchischen Instanzen, wo man schon in einem Mischbit gegen einen deutschen Mohammed-Verbrecher. Und euch in anderen Unionen, was ich meine, von sehen, die da reingehen, hat die Museum mitgearbeitet mit der Macht. Wie ein jüdisches Museum, was stellt vor die Interessen von der jüdischen Kultur in Ritte. Und wollte ich auch schon sagen, wenn man gerät wegen im Ganzen zerstören die Stadtschule, die alte Schulen, hat die Museum geschickt einen Brief, also das ist ein kultureller und architektureller Monument und man darf nicht zerstören die Stadtschule. Wie ein Museum, das geht sich auch mit Abhieten jüdischer Kultur, halten wir, das war da ein Kulturwerk. Aber da hat man sich nicht gefolgt, man hat zerstört die Stadtschule. Aber interessant, was die Museum hat, also ich vorgestellt, jüdische Kulturinteressen von der Macht. Es sind gewesen Gäste. Die Museum hat gedient, das darf ich herausheben, nicht nur wie ein Sammelort und wie ein Forschort, das ist als mit einer Bibliothek und einem Archiv, sehr ähnlich auf dem Jiva Vater Mohammed. Nur es ist geworden als ein Kihille-Center. Weil es nicht gewinnt kein anderer Ort, wo es haben einen Saal. Man will haben eine Unternehmung, man will haben ein Programm. Dort im Museum gewinnt ein Saal für 200 Menschen. Vielleicht wir haben verschiedene Treffungen. Die Schleume Michaels, der Direktor von der Moskau-Jüdischen Theater, Nitzik Pfeffer, sind geformt in Wilna und sind aufgetrocknet für ein Eulen in der Jüdischen Museum. Der sowjetisch-jüdische Schreiber, oder der sowjetische Schreiber
von jüdischen Abstammung und ein sehr populärer Mensch, Ilja Ehrenburg, ist auch gefahren in Wilde und hat gehabt eine Treffung mit Lehener in der jüdischen Museum. Und Ehrenburg, das ist ein Name in der sowjetisch-jüdischen Geschichte, hat, und auch andere, haben geschenkt Material in der Museum. Ehrenburg, wie ihr seht, das sind Fotografien von seinem Archiv. Das steht, die hängt bei der Arbeit von Ilja Ehrenburgs Archiv. Ist gewesen ein Korrespondent in einer sowjetischen Zeitung bei Istanbul gekommen. Ist rumgefahren mit der Reuter Armee und wie der andere Schreiber Wassili Grossmann. Und sie hat Material. Und Ehrenburg und Grossmann, die haben zugedreht ein riesiges Werk, das schwarze Buch, was hat gesollt sein als ein Dokumentarbuch wegen dem Churben in Sowjetenverband. Sie haben gehabt, Menschen haben sich zugeschickt Material, zugeschickt Reportagen, Susker hat geschrieben bei dem schwarzen Buch. Das schwarze Buch ist zum Sof nicht Arois. Stalin hat das aufgestellt, aber das Material ist gesammelt bei dem schwarzen Buch. Es ist Arois erst mit 10 Jahren später. Da gesagt, ja, aber in Sowjetenverband ist es nicht Arois. Wenn Ehrenburg hat eingesehen, als wird kein nicht können abdrucken, das schwarze Buch, die Geschichte von Churben, hat übergegeben seine Materialien vom schwarzen Buch der Jüdischen Museum in Wilna. Gutkowitsch und die Mitarbeiter. Und der Paar steht da von Ilja Ehrenburgs Archiv. Es wird abgegeben als Abschick, also das ist von seinem Material. Und Ehrenburg, wenn das abgegeben hat, gesagt, eine moderne Sache. Das ist in 1947. Hat gesagt, Gutkowitsch, und das ist dann verschiedene Sachen. Ob man so werdet es vermachen, die Museum, will ich mir so mehr umkehren, die Material. Haben Gutkowitsch und Beiles und Renziunski geguckt, Pachidisch, das ist 1947, was reizt du Ehrenburg, was für Narrigkeiten reizt du vermachen, die Museum? Hat er noch geantwortet, wer weiß, das kann er mit einem Fall, weil die Museum darf sich finden in Birobidjan oder auf der Levone. In einem solchen Fall will ich mir so mehr umkehren, die Material. Weißt du es, oder er hat gehabt sehr guten Fuß, oder er hat gehabt etwas Wissen, Idees, als die Winden werden sich beiden, als wir liquidieren die jüdische Kulturinstitution, Verband, und als Sassakone, wenn es droht, und wenn man hat vermacht im Museum, in 1949, hat Gutkowitsch noch bewiesen, herauszunehmen die Materialien, selbst gerade juridischen Obmacht, als die Materialien gehören zu Ilja Ehrenburg, was an 13 sein. Hat er gekannt, herausnehmen die Materialien und mit der Schlier hat er sie abgeschickt in Moskau zu Ehrenburg. Und Ehrenburg hat das alles zurückgebracht. Ich habe noch bald verendigt. Ich habe noch 5 Minuten und mit dem verendige ich. Und ich will, es ist klar, dass die Doseke Museum, es wäre der einzige jüdische Museum, ein einziger Churben-Museum in Sowjetenverband. Es ist nicht gewesen eine lokale Institution, nur wenn es als eine all-sowjetische Institution. Es sind gekommen Gäste von Moskau in Wilna, es sind gekommen Gruppen Touristen, weiß mir, von verschiedenen sowjetischen Städten, die anzugucken, die Ausstellung. Faschismus ist dort. Das heißt, so bei ihm ist gerade Prätensies zu sein als eine Hautanstalt mit dem größten Archiv, mit der größten Bibliothek, mit Lektions, mit der Ausstellung, als eine Hauptkulturanstalt von sowjetischen Juden. Okay, ich verschließen mit ein paar, mit dem Sof und mit ein paar Bemerkungen. Der Sof ist, ja, man liquidiert oder geschlossen das Museum im Juni 1949. Man verstehen, dass es mehr wie ein halbes Jahr nachdem, wie man schon arrestiert, die jüdische Schreiber in Moskau, in Kiew, wie man geschlossen die Zeitung Einigkeit, den Verlag der MS und das heißt, wenn man geschlossen die jüdische Museum in Wilna hat mein Mamisch, Gutkowitsch und die anderen haben das schon gewahrt. Sie haben sich gerichtet auf dem. Sie haben gewahrt, wenn das wird kommen. Aber die Politik in